Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama, passend zu den Themen, moderiert direkt aus Brienz. Zuerst gehen wir für euch nämlich an die Premiere vom Bauenberg-Theater und dann besuchen wir noch das jährliche Holzsymposium direkt am See. Ein Tanz mit den Flammen war es an der diesjährigen Premiere vom Landschaftstheater Bauenberg. Viel mehr wollte ich euch gar nicht verraten. Mein Kollege Patrick Schmidt war nämlich mit dabei und liefert euch jetzt die eindrücklichsten Bilder. Mein Job als Produktionsleiter ist ja unter anderem auch der Durchführungsentscheid zu treffen. Und heute, den Tag über, hat ja gesträzt. Das war ja ein sintflutartiger Regen. Und da ist mein Austausch mit Meteo Schweiz vom Flughafen und dem lokalen Wetterschmöcker und dem Vorstand und schaut wirklich, kann man es machen oder kann man es nicht machen. Es hat dann auch ausgesehen, dass heute Abend eigentlich wieder aufklaren sollte. Da haben wir Glück gehabt. Und gleichzeitig war es ein strahlender Sonnenschein, was für uns natürlich eigentlich auch toll ist. Man schwitzt nicht und gleichzeitig ist das Licht ein bisschen gedämpft, das vom Himmel kommt. Und durch das wirkt natürlich das Theaterlicht viel stärker von Anfang an. Und jetzt, gerade im Juli, ist es gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen bewölkten Himmel haben, weil das Theater dann noch ein bisschen mehr klopft. Im Namen vom Landschaftstheater Bauenberg darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Was mir sehr gefällt an diesem Spielort, das man hier sieht, ist, dass es eben so eine Insel ist. Man kommt oben rein, man taucht in eine Welt. Man verlässt auf eine Art den Bauenberg und gleichzeitig ist man eben mitten im Bauenberg innen. Mit dem zu spielen auf eine Art ist sehr reizvoll. Man hat die Natur, man hat hinter die Berge, das Bergmassiv und gleichzeitig aber auch eben die künstliche Bühne. Und das alles zusammengeführt gibt für mich eben total Bauenberg. Und das habe ich super reizvoll gefunden von Anfang an, da einen Zugang zu suchen, um eben die Geschichte so zu erzählen. Wir können auf dem Ballenberg nicht ein historisches Gebäude anzünden. Entsprechend haben wir uns dazu entschlossen, das Stück nicht vor einem Haus zu zeigen, wie man das in der Regel macht hier, sondern haben ein Haus gebaut. Und da ist schon die Frage, wie kann man das zum Brennen bringen? Wie viel Feuer braucht es? Wie viel Feuer ist zu viel? Und jetzt bei den Vorstellungen, natürlich stellt man sich ein bisschen die Frage, stimmt das Timing heute Abend perfekt? Oder funktioniert jetzt das, die Fackel, oder geht das Zündhölzchen aus, weil der Wind fest bläst? Sonst wäre es ja nicht lustig, wenn alles auf 100% wäre. Es ist ein Akte, eben wie der Titel sagt, ein Gerichtsfall. Und den haben wir eigentlich umgearbeitet in ein Stück. Und ich habe dann probiert, die ganzen Sachen möglichst sinnlich und poetisch zu erzählen. Also es gibt Rückblenden, wo sich die Leute zum Teil selber als jung sehen. Und das sind so Mittel, die mich als Zuschauer sehr stark berühren, weil man wie zeigen, was heute war und was es ist gestern und so Sachen. Gleichzeitig arbeiten wir mit vielen musikalischen Elementen. Also die Musik ist sehr, sehr wichtig. Es wird live gesungen, zum Teil aber auch Band, Atmosphäre, also sehr filmisch auch zum Teil. Und dann halt grosse Bilder. Also es sind ganz, ganz viele Kostüme, es sind fast 100 Kostüme für die 25 Leute. Und die generieren immer neue Stimmungen. Und aus diesen grossen Bildern heraus habe ich eigentlich probiert, die Emotionen zu bauen, dass es eben ein sinnlicher Theaterabend wird und nicht eine trockene Geschichtsstunde. Es ist ja immer schwierig zu sagen, wie reagiert das Publikum, aber ich habe das Gefühl, es ist ein Publikum, das wachsam ist, das zulässt. Und ich habe Freude gehabt, wie die Spieler jetzt eben wirklich auch die Sachen, die man erarbeitet hat und die Nuancen dann bis hochschicken in die hinterste Reihe. Und von dem her, es ist jeden Abend anders, aber es ist schon jetzt immer sehr magisch, auch das mal mit echten Leuten im Publikum zu erleben. Wir bleiben gerade noch ein bisschen in Brienz. Und zwar bin ich hier am See, am diesjährigen Symposium. Dort haben ganz viele Holzbildhauer und Holzbildhauerinnen ihre Arbeit ausstellen und ich konnte sie für euch bestaunen. Ein Künstler ist extra aus Österreich hierher gekommen und erzählt uns jetzt seine Geschichte. Ich bin der Rendl Andreas aus Reit im Alpbachtal in Tirol und bin jetzt diese Woche hier im Bildhauersymposium Brienz und das ist meine Skulptur Primavera. Also Primavera, ich glaube, das weiß jeder, steht für den Frühling und man sieht die Skulptur so in groben Zügen und stellt eigentlich eine Frau dar. Und man sieht überall so Einschnitte, Einkerbungen, das symbolisiert den Winter. Und trotzdem geht sie erhaben den Weg, sage ich jetzt einmal, weil sie erhaben in die Zukunft, in den Sommer blickt sozusagen.
Und warum bist du jetzt extra von Österreich hier auf Brienz gekommen? Weil es mich natürlich reizt, also nicht extra, sondern auch wegen der schönen Umgebung, wegen der netten Menschen natürlich und natürlich auch wegen der Arbeit. Das lässt sich alles sehr gut verbinden. Und ist es schwierig als Holzbildhauer, als Künstler heutzutage? Ja, es ist sicher nicht einfach. Man muss einfach, unter Anführungszeichen, vielleicht seinen Weg finden, dass man sich ein bisschen abhebt vom, unter Anführungszeichen, von der Massenware, dass man einfach individuell seinen Weg findet als freischaffender Künstler einfach. Gell? Also nur von der Kunst leben ist sicher eine Herausforderung, aber gehen tut's schon. Ja. Das war es vom heutigen Panorama. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Das Wetter gibt es jetzt im Anschluss. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Weiterhin Hochdruck bestimmt gestaltet sich unser Wetter und daran ändert sich auch zum Start ins Wochenende nicht viel, denn wir starten am Samstag wieder mit viel Sonnenschein, uneingeschränkt, stellenweise nur wenige Wolken, Temperaturen am Samstag dann nicht mehr so hoch am Morgen wie die letzten Tage. Da haben wir zum Start den Tag nur noch etwa 12 bis 13 Grad. In leicht erhöhten Lagen ist es dann ein bisschen höher. Oder dann auch zum Beispiel am Thunersee haben wir dann bis zu 15 Grad. Tagsüber passiert dann wirklich so gut wie gar nichts. Wir haben ein paar Schleierwolken, über den Bergen harmlose Quellwolken. Sonst passiert nicht viel. Es ist dann aber ein bisschen wärmer als zum Beispiel am heutigen Freitag. Da gibt es den Höchstwert von um die 27 Grad. Dazu nur wenig Wind auf den Bergen, ein schwacher Wind aus nord- bis nordwestlicher Richtung und 0 Grad Grenze. Die liegt weiterhin auf knapp etwa 4000 Meter. Und das Wetter, das zieht sich jetzt weiter. Sicher mal bis und mit Dienstag. Temperaturen den Tag für Tag nochmal ein Spürchen höher. Am Sonntag dann 29 Grad. Montag und Dienstag sieht es so aus, als würde sich nochmal einen Hitzetag geben. 30 Grad oder mehr ist dann auf dem Fahrplan. Und auch Mittwoch, Donnerstag bleibt es weiterhin sommerlich warm. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Freitag noch und ein ganz schönes Wochenende. Ade miteinander.